gestern am Abend sind Swiss Comedy Awards gsi. Und dort war ein Homie von uns drin gsi. Beziehungsweise von mir, von wem, wer ist da noch? Ist da noch jemand da oder was? Von mir war ein Homie dabei gewesen, und zwar der Adi Totoro, der Ehrenbruder Adi Totoro. Ihr kennt alle YouTuber, TikToker und oft und jetzt fest auf TikTok reduziert, obwohl er eigentlich bei YouTube geilen Content macht. Free YouTube an der Stelle. Aber er war gestern nominiert gewesen und, meine Damen und Herren, jetzt vielleicht schon mitbekommen. Aber ich sage jetzt nicht, wie es ausgegangen ist, sondern wir gehen jetzt gerade drin in die Reaktion. Let's go, Digga. Vorgestellt hat das Ganze der Ehrenbruder Zeki. Und ja, das sind die Nominierten für die Kategorie Online. Also, das sind die Nominierten für die Kategorie Online. Letztes Jahr hat der Zeki eben gewonnen. Oh mein Gott, der ist so süß. Wie alt ist er? 5. Ah. Tust du gerade den Gender von meiner Katze angeben? Nein, er sieht einfach aus wie ein... Ist es ein Weibli? Nein, es ist schon ein Männchen. Also, vielleicht auch ein Weibli, kommt halt darauf an, wie es sich fühlt. Okay, aber... Hat es eine Vagina zulassen? Oder... Das sind die Top 5. Das war Noelia. Und sagt ehrlich, wann hat Noelia das letzte Mal ein Video gemacht? Also, ich weiß es nicht, Digga. Also, wann hat Noelia das letzte Video gemacht? Vielleicht im 2016 oder so, oder? Noelia ist nominiert. Hat das letzte Video im 2016 gemacht, das war's komplett, Digga. Beste Feelings ever. Erstens, wenn man aus einem übel geilen Traum aufwacht, dann wieder einschläft und wieder in den gleichen Traum reinkommt. Mashallah, der Hübsche. Zweitens, wenn man so am Heimlaufen ist, irgendeinen Song lost und der Song genau dann stoppt, wenn man die Haustür aufmacht. Digga, bestes Feeling. Drittens, es frisch putzt und aufkommt das Zimmer. Ich weiss nicht wieso, aber ich fühle mich exponentiell besser, wenn mein Zimmer aufkommt und putzt ist. Das war ein Madis-Video. Ich muss sagen, das ist nicht das beste Video von Madi, jetzt für meinen Humor. Aber ja, scheiß drauf. Bitte. Hi, sorry. Ist das ein Casting für die perfekte Ehefrau? Ja? Okay. Hi, ich bin Afera 27. Ich mag Strandspaziergänge und große P. Aha. Ich soll hin und her laufen für Sie? Okay. Schüsseltime. Raffas Plastic Life. Der Raffa wirklich auf diesem ganz anderen Niveau. Nein, die Raffa finde ich eigentlich... Real Talk, ich finde die Raffa eigentlich noch witziger für das, was sie macht. Das ist einfach nicht mein Ding oder meine Szene, Anführungszeichen. Ja, keine Ahnung, wirklich. Die Raffa, ja, ist auch nominiert gewesen. Für was bist du nominiert? Ich bin nominiert für, ja, Paralympics. Wie habt ihr es mit der Liebe? Könnt ihr loslassen? Fühlt ihr euch auch manchmal überfordert? Black Friday, geil! Der Dings. Sitz, du Sau! Fick dich, du schlafst heute auf dem Sofa. Das ist doch schon wieder so ein Gisselschäsel. Salut zusammen, ich mag euch. Der Tom Gisler ist nominiert, der Moderator beim SRF 3. Also ja, ich habe keine Ahnung, ob ich, ja, komm, du mir nicht die Frage stellen, wir gehen weiter. Heute Daniel Koch und gar if Arego schwimme, Kollege. Spaß, Kollege. Herr Schema, ich wollte sehr, wo kann schwimmen. Und warum soll ich die erste, wo Dogo sterben? Daniel Koch ist in Pension. Ich habe nichts erreicht in meinem Leben und nicht so Dogo schwimmen in dem Aare. Wasser macht so. Ich komme, Kollege. Der Rasch gefühlt auch schon seit 10 Jahren mit dabei in der Schweizer Comedy-Szene oder in der Instagram-Szene. Macht seit 10 Jahren das genau Gleiche. Da sehen wir noch schon den Adi und den Yoshi. Der Yoshi hat schon die Kamera, denkt schon, ja, der Award, der könnte an mir gehen. So ein Ding ist das. Und der Gewinner in der Kategorie Online ist Adi von Modin Stein. Der Adi hat gewonnen! Juhu! Als ob man es noch nicht gewusst hätte. Chat, danke euch, hätte er mitgemacht. Wow, hure krass, oha! Ein fettes Pock. Fettes Pack, gar nicht erwartet. Oh mein Gott, der Adi hat gewonnen. Oh mein Gott, krank. Oh mein Gott, er hat gewonnen. Let's go. Er hat gewonnen. Ich wäre ja so auf die Bühne gegangen. Oh mein Gott, jawohl.
Ich wäre nicht so auf die Bühne gegangen. Ich wäre gar nicht auf die Bühne gegangen. Ich hätte mich krank geschrieben. Wow. Ich wollte Danke sagen an Corona. Nein, ich weiss wirklich, für mega viele von euch war das scheiße, für alle, die auf der Bühne arbeiten und so. Und ich meine das ernst. Ich glaube, so als Online-Künstler, für alle, die hier sitzen, als Online-Künstler hat man nur einmal im Leben die Chance, wo alle Leute daheim sind, wo alle am Handy sind. Das war Lockdown. Und wir haben jetzt die Chance gehabt. Und ich glaube, ich habe das ein oder andere nicht schlechte Video gemacht in dieser Zeit und bekomme jetzt dafür einen Stein. Ja, das glaube ich schon nicht. Also, die Videos waren schon relativ schlecht. Du warst einfach der Einzige, was ich gemacht habe. Spaß beiseite, Digga. Nein, wirklich. Ein kleiner Spaß am Rand. Aber das ist wirklich auch so. Das ist wirklich auch so, dass der Lockdown, wo hier in der Schweiz nicht wirklich ein Lockdown war, hat hier uns in der Schweiz extrem viel gebracht. Im Sinne von, es waren alle Leute daheim, es waren alle Leute an einem Endgerät und haben sich unser Zeug eingezogen. Also da geht da dick Kuss raus und ich habe auch profitiert, sage ich mal, von dieser Zeit. Ja. Ja, nein, wir haben einmal die Chance gehabt, wir haben alle die Chance können nutzen. Ich gratuliere allen, die nominiert sind. Kuss geht aus an die ganze YouTube-Szene. Maelo, Nati, Yoshi, Mark, Can. Maelo, Nati, Yoshi, Mark, Can. Der Elia ist wieder Man geworden. Oh Mann, Alter. Elia, Free Elia, uff. Der Can YouTube, der Yoshi YouTube, oder? Wahrscheinlich, oder? Kuss geht aus an die ganze YouTube-Szene. Maelo, Nati, Yoshi, Mark, Can. Merci vielmals. Kuss. Und sehr geil hat er noch die YouTube-Szene auch noch erwähnt. Aber hey, sehr nice hat er das hingeholt. Und ja, hat Elia offensichtlich vergessen, er hat nicht daran gedacht. Habt ihr das Gefühl, ihr wäret oben so souverän gewesen, Chat? Ganz ehrlich. Und die ganze YouTube-Szene. Hey, er hat ja die ganze YouTube-Szene grüßt. Und nicht im Spezifischen noch die Leute, die ihm gerade in den Sinn gekommen sind, grüßt. Er meint natürlich die ganze Schweizer YouTube-Szene, nicht nur 1 oder 2 Personen. Da könnte man wirklich nichts Negatives her nachsagen. Also wirklich überhaupt nicht. Ich finde wirklich, das ist für uns, für die Schweizer YouTube-Szene und für jeder, ob ganz klein oder ganz grosse Channels, es ist egal für wer, ist das symbolisch sicher schon mal ein guter Schritt, dass wir mehr in den Offline-Medien so richtig mal ankommen, im SRF. Und dass der Adi aus wirklich reinen YouTuber / TikTok / einfach Online-Video-Creator, Online-Content-Creator etwas gewonnen hat. Und das ist einmal eine geile Sache, finde ich. Und von dem her finde ich es nicht schlimm, dass, was erwartet er? Er ist da oben nur 2-3 Sekunden, der wird da nicht jeder Hans und Franz aufzählen. Ganz ehrlich. Und das ist auch ein Disrespect. Adrian Vogt, alias Adi Verton, Sieger in der Kategorie Online. Eben, sehr geil. Sehr geil. Adi, ich war das Wochenende noch mit dir auf der Döffli-Tour gsi. Kuss. Ich mag das gönnen, wenn er darüber diskutiert, ob es vielleicht schafft oder nicht schafft, ob es klappt oder nicht klappt. Und es hat geklappt und eben, ich gönne es so von ganzem Herzen und ich glaube, Kuss. Ich mag das sehr gönnen. Nice, mach weiter so, Digga.